Es geht weiter, immer heiter, zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich kann immer nicht fassen, dass ich das echt mal jetzt nach all dieser Zeit sage, dass bei diesem grandiosen Spiel, mit diesem grandiosen Einstieg von der letzten Folge endlich weitergeht. Sagen wir, der Drache da, der ist jetzt eher silbern, war? Hä? Schräg. Letzte Folge dachte ich, er wäre blau, dann dachte ich, er wäre rot. Jetzt kommt mir irgendwie so, wobei, nicht silbergrau. Ein grauer Drache. Muss wohl ein alter Drache sein. Ja, wie bereits erwähnt, ich kann es kaum glauben, dass wir hier wirklich dieses geile Spiel spielen können. Hier haben wir einen Dienerkonstrukt, der uns als Master angesprochen hat. Finde ich sehr, sehr freundlich von ihm. Und machen natürlich direkt hier weiter auf diesen Himmelsinseln, von denen ich noch keine Ahnung habe, an den Referenz zu Skyward Sword. Ja, nein, vielleicht. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Punkt zu sprechen, wofür ich mich ein bisschen entschuldigen muss in der letzten Folge, wo ich da zum Teil ein bisschen viel gequatscht habe über Referenzen in anderen Zelda-Spielen, aber ihr kennt das ja auch, wenn man halt irgendwie eben die ganzen Spiele oder viele Spiele schon gespielt hat aus einer Serie, sich Theorien überlegt und denkt, ja, das kommt von da und das ist eine Referenz darauf und so. Aber es kann natürlich zum Teil auch nervig sein, das verstehe ich dann schon. Und deswegen, ich versuche mich zurückzuhalten. Und einfach vor allem das Spiel zu genießen und ja, natürlich nicht nur das Story-Element zu genießen, sondern auch das, was ja diese Spiele ausmachen. Also vor allem wenn es in Kombination mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, wo es um Open-World-Faktor geht und Crafting und alles mögliche. So, also hierüber muss ich glaube relativ logisch. Hier kann ich wieder runtersegeln. Nehme ich jetzt... Ich dachte zuerst, das wäre so ein Robo aus Skyward Sword. Hier ist so ein Sprung auf dem Runtersegeln, war. Ja, es macht Sinn, weil er muss dann da rüber. Da unten landet dann direkt wieder. Ach du Scheiße, die Dinger sind ja groß, ey. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Schiss. Meinst du, eine Karte zeigt zwar aktuell nur die Himmelsinseln an hier, oder dieses Plateau. Das Line ist schon groß. Und noch die ganze Overworld betrachtet sie. Klar, die kennen eigentlich schon das Breath of the Wild, aber trotzdem. Das ist, glaube ich, schon heavy. Waffe werfen. Nochmal so ein Master Michael. Ah, nochmal so ein Master. Auch einer. Oh, du bist zum ersten Mal hier. Stimmt's? Ja, ich bin Master Michael. Wenn du deinen Weg fortsetzt, nimm dich vor dem Militärkonstrukt in Acht. Ja. Warum? Die Militärkonstrukte wurden damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die Sonau, befahlen ihnen, unerwünschten Eindringlingen den Garaus zu machen. Ja, aber ich trage eine Hand von ihnen. Also, ich glaube zumindest. Das werden doch sicherlich als Eindringlinge betrachten. Scheue daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kennst du es schon. Lass mich dir eines Mittel verraten. Bitte höre aufmerksam zu. Du solltest stets den passenden Abstand einhalten. Die Zielerfassung nutzen, statt willkürlich um dich zu schlagen. Als hätte die letzte Folge gesehen. Oh Mann ey. Ich lasse dich die Zielerfassung mit Freunden an mir selbst ausprobieren. Doch bitte nicht wirklich angreifen, nur probieren, ja. Links so. Ich frage mich, ob wir mal vielleicht ein Zelda-Spiel erleben werden. Der Hund zerbricht gleich, ein Zelda-Spiel erleben werden, wo Link spricht. Geht klar. Aber warum betrachten... Gut, ja, es sieht halt nicht aus wie ein Sonau, oder? Also wird es nicht daran liegen. Die Hut ist zerbrochen. So viel dazu, dass er mal die Hoffnung hat, dass vielleicht die Waffen länger halten. Als ein Breath of the Wild, aber momentan sieht es hier danach aus. So. Sonst noch irgendetwas? Nee. Okay, rennen. So, einfach nur ein altes Sonau-Ding. Ich frage mich halt trotzdem, ob vielleicht, ich weiß, ich komme schon da auf das Sprechen, auf vergangene Zelda-Teile,
Aber ob vielleicht doch die Robos aus Skyward, auch wenn die natürlich jetzt anders aussehen, aber vielleicht sind sie trotzdem auch Konstruktion von einem Sonai. Sonau, Entschuldigung. Weil, wir haben auch in... Ah, so. Wir haben auch in Skyward Sword nie erfahren, wer überhaupt diese Robos erschaffen hat. Ursprünglich. So, mal ganz kurz, ich will mal gucken, was mir beim Rennen der ersten Folge aufgefallen ist. Ich glaube, nee, ne, ich kann die Sprache zwar einstellen, was auch ganz cool sein kann. Aber nicht die Lautstärke, weil ich das Gefühl hatte, dass, ja, Hintergrundsound, beziehungsweise von normale Musik ein bisschen lauter ist im Vergleich. Blub. Oh, Frösche. Hübscher Frosch. Im Vergleich zu der Stimmausgabe. Blub, blub, blub. So, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Wir können ja solche Konstrukte über den Inseln schweben, aber andere Himmelsvölker, Völker, die halt, ja. Hallo? Ist da nix? Ah, jetzt. Strahlen starke Kraft aus. Aber andere Völker, wie zum Beispiel die Ruto. Na komm schon, so. Die haben irgendwie davon also nie was erzählt. Und die fliegen ja eigentlich auch hoch. Und vor allem der Titan war Medo, der hatte auch Breath of the Wild, konnte sehr hoch fliegen. Da fragen wir sowieso, was ist eigentlich mit dem Titan geworden aus Breath of the Wild? Gibt es die eigentlich noch? Die funktionieren einfach nicht mehr. Ich fände es cool, wenn man die zumindest noch sehen könnte. Das finde ich ganz nice. So, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich hier mache. Eigentlich sollte ich mit der Story weitermachen, aber irgendwie... Ich habe das Gefühl, es könnte trotzdem auch hier noch etwas sein, auch wenn vielleicht die Chance sehr gering ist. Hier zum Beispiel. Wobei ich will ihn eigentlich ungern runterfallen. Na, ist einfach Game Over. Wo sind eigentlich meine alten Klamotten abgeblieben? Mal so ganz nebenbei gefragt. Ich meine, letzte Folge, der Ganondorf mit seinem Miasma-Zone und so Arm gekillt. Aber die Rest der Kleidung, die war eigentlich alle noch intakt. Zumindest wirkt es so. Komme ich eigentlich schon hoch? Wir machen noch ein Schneegebiet. Es ist unerträglich kalt, natürlich. Ich meine, wir sind hier oben im Himmel. Warum ist es hier unerträglich kalt, aber hier nicht mehr? Und wir kamen von oben, auf einer höheren Stelle. Dort war es nicht kalt. Aber hier schon. Ich meine, ich finde es cool, dass es hier oben auch so Frierzonen gibt, aber ist eigentlich unlogisch. Naja. Überall diese Dinge, was sind das überhaupt? Irgendwelche Lampen? Irgendwie etwas, was die Sonau irgendwie kennzeichnet quasi, oder von ihnen stammt oder so. So, ich mache immer den falschen Knopf, weil ich noch vom Fire Emblem Engage daran gewöhnt bin, dass das Rennen anders funktioniert. Nee. Crocs? Hier oben? How? Wo ist er? Ah, da drüben, super. Hä? Wie kann es hier Crocs geben? Maronus, kannst du mir etwas sehen? Ich bin ein Croc, ein Waldgeist. Ja. Crocsam. Nein, es gibt die wieder. Aber warum hier oben? Ich meine, in Breath of the Wild gab es, glaube ich, 99 Croc-Samen zu finden. Ich habe es zwar nie gemacht, weil das war sogar für mich ein bisschen zu viel des Guten.
Scheiße, die Crocs sind wieder da. Nein, nein. Why? Ach ja, die Krog. Anzeige ist leer. Oh Gottes Willen, dann fängt das wieder an. Ja, gewisse Aspekte aus Breath of the Wild habe ich nicht vermisst. Die Ausdaueranzeigen und die Crocs gehören dazu. Obwohl, ja, die Crocs selber waren schon cool. Also, prinzipiell. Das ist ein Indiz dafür, dass ja Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ja eigentlich in der Erwachsenen-Timeline spielen müssen, ne? Also in der von Wind Waker. Hier oben gibt's Tiere? Nur mal gucken, ob es geht. Wild. Okay. Auch nur Fleisch von Tieren, von wilden Tieren. Wieso gibt es hier oben Tiere? Und vor allem, was für welche? Ich meine, ich habe es gerade gekillt, die sind natürlich nicht gerade nett von mir. Hat er mich gerade erschrocken. Entschuldigung wegen einem Kumpel. Tut mir leid. Aber ich werde ihn komplett verzehren, versprochen. Weil ich will ja auch das ehren, was er mir getan hat. So. Ah, das geht auch wieder. Okay, das ist dieser Unterschied, habe ich jetzt nicht gesehen von Anfang weg, aber der kann die Konstruktion schon aus Breath of the Wild, deswegen war ich mir schon sicher, dass da unten irgendwas sein muss. Ein Ast. Aber wie viele Items kann ich eigentlich tragen? Blöd gefragt. Okay, irgendwie zum was konstruieren hier. Oh nee, da kommt schon der nächste. Ja, ein paar Eis, da habe ich noch. Zerfressenes Master-Schwert. Soll man so mal weiter drauf prügeln und so gucken, ob das Master-Schwert komplett zerlegt wird? Stabil sind die Dinger, muss man ihn lassen. So, jetzt aber Schluss mit lustig, Kumpel. Ja, so eine als Tutorial-Insel für den Nordic gar nicht mehr so schlecht. Mal gucken, was denn da oben noch? Ja. Kommen wir jetzt dahin. Springen kann Link nicht. Die Fähigkeit aus Breath of the Wild habe ich auch nicht mehr. Ja, wobei andererseits bin ich hier in der Nähe vom Zielort, wo ich angeblich Zelda treffen soll. Vielleicht hat noch irgendwie eine Idee, wer weiß. Militärkonstrukte. Ist das ein normaler Wächter? Ja, sieht so aus, wa? Der kocht! Warum? Der wärmt sich die Hände? Was sind das für Dinger? Sei gegrüßt, der köstliche Duft hat dich hergelockt, habe ich recht. Die meisten Speisen werden wohl riechender, wenn sie über Feuer geröstet werden. Außerdem sollen sie dadurch besser schmecken und nahrhafter werden. Oh, entschuldige, ich muss gerade nochmal genau hinsehen. Wir beginnen uns eher zum ersten Mal. Dann hör gut zu. Eine Aufgabe von Konstrukten ist es, Besuchern, die zum ersten Mal da sind, diverse Dinge zu erklären. Wenn also Fragen da sind, nicht ein Konstrukt, werden sie beantworten. Dankeschön. Und wenn ich im Lagerfeuer legst, ich selbst esse ja nichts, deshalb kann ich über den Geschmack nicht sagen. Aber von unseren Erschaffen weiß ich, dass das Rösten von Zutaten ihre Nährwerte erhöht. Okay. Eigentlich will ich mir nur einen Kochtopf.
Aber hey. Ein Röst-Himmelspilz, genau. Man sieht hier schon, dass der bereits geröstet ist. Ich könnte theoretisch mal so einen Himmelspilz, aber ein paar von denen einfach mal hier hinlegen. Hä? Also. Oh, wir haben ein bisschen zu nahe. Ja, jetzt ist ein flambierter Pilz. Nee, Rösthimmel. Zum Verarschen. Jetzt. Material und Proviant, so geht das, okay. So, wieder geheilt. Sehr schön. Ja, wir können später noch ein bisschen näher umgucken. Ja. Blub, blub. Jetzt mal schon dabei 15 Minuten bin. Lecco mio, ey. Aber hat schon ein bisschen was vom Himmelstempel aus Skyward Sword, muss ich schon zugeben. Tempel der Zeit, also wir können hier in der Zeit zurückreisen, hatten wir auch schon lange nicht mehr, ey. Twilight Princess war es zwar sowas ähnliches, Ocarina of Time natürlich hatten wir es dort, aber glaube ansonsten nicht mehr wirklich. Gut, bei The Wind Waker, das war ein bisschen was anderes. Ach, ernsthaft? Er hat ein Schild! Der Arsch! Ja toll, ich bin eingeschränkt, was die Bewegung anbelangt. Bedankt. Verrostes Schwert für lange Zeit. Berühmter Kämpfer geführt. Berühmter Kämpfer. Ein alter abgenutzter Holzschild, der lediglich leichten Angriff zum Beispiel mit Pfeilen stillhalten kann. Ah, sehr schön, kann ich nochmal ein Schild. Kann ich jetzt vielleicht irgendwie zurückspringen? Nee, geht ihm noch nicht, oder? Da kommt mir gerade jetzt so schwach vor. So. Ein bisschen besser. Ein bisschen. Hier gehen wir auch noch hoch. Da vorne ist irgendwie so ein seltsames Konstrukt. Das kenne ich irgendwie auch aus den Trailern. Okay, aber soll ja hier hin. Und hier soll Zelda sein, ne? Das ist aber irgendwie so meine Zweifel. Ah, also Drache wieder. Der ist irgendwie grau. Da muss ich ihn irgendwann mal genauer angucken. So. Der kaputte Wächter und so. Der Schild sieht irgendwie so seltsam aus, wa? Das Auge mit den Tränen, das hat ein bisschen was von einem Sheikah, aber irgendwie auch nicht richtig. Da hat einfach das Sheikah-Symbol im Sonau-Style nachgezeichnet. Bitte? Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Rauru. Rauru. Einziger Besitzer des rechten Arms. Bitte sieh mir nach, dass ich dir in dieser Form gegenübertrete. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Wohlan, so sollte er seine Kraft zurückerlangen. Wohlan, wohlan. Rauru? Entschuldige mal, aber ich kenne nur einen Rauru. Der ist so Ocarina of Time, einer der Weißen.
Der weißes Licht, um genau zu sein. Wieso heißt der auch so? Warum habe ich das Gefühl nicht los, dass dieses Spiel irgendwie zwar gewisse Elemente aus früheren Zelda-Teilen aufnimmt, aber sich irgendwie gar nicht mehr in die Zeit, in die Timeline, die wir kennen, eben die aus Skyward Sword und Ocarina of Time und so weiter und so fort, gar nicht mehr einfügen lassen will. Naja. Kommt Zeit, kommt Rat. Wir haben noch andere Dinge zu tun. Wir haben auch da wieder irgendwie so Konstrukte, wie ich das sehe. Solche Wächter. Ganz ehrlich, momentan haben wir es gar nicht nötig, mit ihnen zu kämpfen, weil, wozu auch? Wir haben jetzt so viel Materialien mittlerweile schon. Entschuldigung. Hier auch schon irgendwie so 9 Sonau-Energiesphären und genau weiß, was er damit machen soll aktuell. Da ist noch einer. Den man perfekt blocken kann ich noch nicht, wa? Es zerbricht gleich. Oh nein, fängt der Scheiße da an. Waffen, die zerbrechen. Waffentasche ist voll. Oh, da gibt's doch wieder. Antiker Holzschild. Ja, es gibt auch den Hylia-Schild wieder. Das wäre ganz geil. Tschüss, Mann. So. Gehen wir rüber, wa? Gut, hier geht's runter, da will ich eher nicht so hin. Aber es hat echt voll die Skyward Sword Vibes. Schon cool und krass. Ist das ein Pipeline dort oder was? Voll die Skyward Sword Vibes. Falscher Knopf. Oh. Der ist echt grau, der Drache. Das ist ein neuer. Aber immerhin gibt es hier oben... Das gibt es die Spurtlinge. Okay. Immerhin gibt es hier oben kein Miasma oder sonst irgendeine Spur von Ganondorf. Ich frage mich immer noch, warum der wieder irgendwie in die Tiefe gefallen ist. Gut, eigentlich war es eher eine Zombie-Version. Eigentlich war es eher Zombie-Dorf. Zombie-Dorf? Was ist das jetzt hier? Mann! Entschuldigung. Wow. Uho-Schrein. Oh ne, sag mir nicht, dass sie wieder solche Schreine, wie wir in Breath of the Wild hatten. Ein grauer Drache. Oh, in Breath of the Wild waren es ja Sheikah-Schreine. Was ist das jetzt hier? Checkpoint oder was? Ha! Ist auch kein Open World. Nein, Quatsch. Es sind wieder solche Schreine. Oh nein. Warum? Versteh mich nicht falsch. Ja, ich fand die Schreine zum Teil schon cool in Breath of the Wild, aber es war halt irgendwie so... Was willst du jetzt schon wieder? Kannst du auch was sagen, Alter? Da bist du also. Dies ist ein Bannschrein. Hier versiegelt dich vor Urzeit mit Hilfe meiner Lichtkraft das Böse. Und ein Arm in diesem Licht der Bades kann seine verlorenen Kräfte wieder erwecken. Wohlan, streck deinen rechten Arm aus. Die Ultrahand. Mit dieser Fähigkeit kannst du ein entferntes Objekt greifen. Solange du die Hand des Objekts hältst, solange die Hand das Objekt hält, kannst du das Drehen bei Bedarf an einem anderen Gegenstand befestigen. Ja, das kennen wir ja vom Trailer, hä? Der Name dieser Fähigkeit lautet Ultrahand. Sowas wie der Ultra-Instinkt, nur geiler. Es ist eine der Kräfte meines rechten Arms.
eine der Kräfte. Was hat denn sein linker Arm und seine Beine noch für Kräfte und so? Sie erlaubt dir, Objekte zu bewegen und zusammenzufügen. Wenn sie klug einsetzt, kann sie damit herstellen, was auch immer dir vorschwebt. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste des Schreins erreichst, dann wird sie fortan dir gehören. Ja, genau, geht ein bisschen um Rätsel einzusetzen. Da habe ich halt grundsätzlich nichts dagegen, aber ich fand es bei Breath of the Wild halt ein bisschen zu viel des Guten und zu lange, die einzelnen Tempel zu machen. Und ich hoffe, es geht hier deswegen ein bisschen schneller. Da bin ich jetzt mal gespannt. So was natürlich schon cool ist. Kommt er da drüber? Nee, wa? Das Ding hier ist ein bisschen zu breit, wa? Aber die Hand selbst, so die Kraft davon, die gefällt mir schon ganz gut. Kann ich die Dinge auch kombinieren miteinander oder was? Okay, eigentlich wollte ich es ein bisschen anders haben. Was ist denn das? Ein Superkleber oder was? Eine Art Superkleber, ich werde dir glauben es nicht. Das ist irgendwie schräg und irgendwie cool, ich weiß ja auch nicht. Irgendwie schräg, irgendwie cool. So, da oben noch immer, das ist eine Truhe, aber ich glaube, bisher gar keinen gesehen, war Truhen. Die Ultrahand, die allmächtige Ultrahand. Oh Mann, ey. Dieses Tutorial hier dauert ganz schön lange, wa? Ich meine eigentlich das Intro quasi. Eigentlich schon seit der letzten Folge. So, das Ding war auch gerade nochmal. Ich nehme mal an, dass diese Flächen da zu steil sind, damit ich da irgendwie hochklettern kann. Das war ja schon bei Breath of the Wild so. Ein Bernstein. Ching, ching, ching. Ich freue mich schon bald zurück zur Oberfläche gehen können. Weil ich will natürlich auch wissen, was hat sich seit Breath of the Wild alles verändert, wenn sich ja innerhalb der Welt, der Story ja ein paar Jahre vergangen sind. Wie geht es zum Beispiel den ganzen Shikas? Wie geht es den Goronen, den Zoras, den Rutos? So, nehmen wir auch mal mit, weil ich schätze mal, ich brauche ihn irgendwo noch. Wie tief geht es denn hier runter? Ja. Ein bisschen sehr tief. Sehr, sehr tief. Oh je, oh je. Also macht es vielleicht auch Sinn irgendwie, wie in Breath of the Wild die Shikas diese Technologie haben konnten. Zum Beispiel auch mit den Shika-Steinen zum Beispiel. dass man dort alles machen konnte. Weil sie haben diese Kraft, hieß irgendwie, also, dass sie die halt wie entwickelt haben. Ich frage mich da dann logischerweise auch ein bisschen, könnte das vielleicht irgendwie damit zu tun haben?
Frage mich gerade, kann das irgendwie voneinander lösen? Was ich damit gerade sagen wollte, könnte vielleicht damit auch zusammenhängen, dass das irgendwie von den Sonau irgendwie nicht geklaut, aber halt kopiert haben und dass sie dachten, hey, das wollen wir gerne nachmachen. Wie kann das funktionieren? So. Ich muss eigentlich nur da drüber, wa? Warte mal. Ganz gesehen. Kann ja mal ganz kurz gucken, wie das andere Teil aussah. Mann! Eigentlich in der Mitte machen, oder? Ich frage mich, kann ich in der Mitte machen? Ja, klappt doch nicht. Ich kann ihn zwar sicher da ranbringen, aber ich selber stehe auch drauf und habe ein Gewicht, das heißt, ich kippe ja um damit. Das kann von dem her nicht funktionieren. Das heißt, ich muss den hier lösen. Theoretisch, gut, ich kann das Teil ja umdrehen und spielt keine Rolle. Ach, 2 auf jeder Seite. Nun sind es mehr oder weniger. Und jetzt hier ran. Gut, andere Seite half mir aus. Ja, spring doch drauf, Link! Okay. Das war nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Sag mal, Link, wieso bist du nicht draufgesprungen? Junge! Ach, kann ich doch gar nicht bewegen, wenn ich drauf stehe, oder geht das? Nee. Ach so, warte mal. Ja, doch, ich habe eine Idee. Deswegen brauchen nämlich die Dinger nämlich auch noch. Oder ist auf eine quasi eine Verlängerung. Warte mal. Nee, doch nicht. Hä? So, jetzt. Also, jetzt fährt er halt nicht, wa? Okay. Seltsame Konstruktion, ob ich das richtig gemacht habe, keine Ahnung. Puh. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches in diesem Ort ruht. Ein Kristall des hehren Lichts, welches das uralte Böse versiegelte und reinigte, strahlt ein angenehm natürliches Licht aus. Hä? Welches das uralte Böse versiegelte, also Ganondorf.
Hey, aber irgendwie... Das ist... Wozu brauchst du immer das Bandschwert noch? Also das Masterschwert eigentlich doch. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Das ist eines dieser Lichter, die man ähnlich wie damals bei Breath of the Wild eintauschen konnte für Ausdauer und Herzen. Ja, mein Shika-Schrein damals waren sie Mönche, wa? Jetzt sind es aber die beiden. Oh, Du hast den Schrein mit Bravour bewältigt. Dadurch hast du eine der Fähigkeiten zurückerlangt. Wenn du auch die 2 verbleibenden Schreine bezwingst, wird dir das Tor des Tempels der Zeit gewiss öffnen. Sieh dich um und markiere dir die Schreine, die du entdeckst. So wirst du sie sicher ohne Mühe erreichen. Wende dazu das Fernglas des Pura-Pads. Woher kennt er denn das? Ah, jetzt nettes Fernglas. Sehr schön. Ich wollte mal den Drachen da angucken. Drachi, wo bist du? Drache? Ah, da oben. Tja, der ist grau. Sieht nicht irgendwie dämonisch aus oder so. Oder sonst irgendwie böse oder von Miasma zerfressen. Nö, nö. Das war also der erste Schrein soweit, Gut, die Frage natürlich, wie soll ich jetzt die anderen hier entdecken? Nur mit dem Fernglas ist das ein bisschen schwierig gerade. Und die alle wieder löschen, okay. Die Schreine selbst nehme ich jetzt mal an, sehe ich auf der Karte gerade nicht, wa? Nein. Da ist einer. 2 Stück soll es noch geben. Oh Gott, aber ganz ehrlich, diese Schreine, die können nicht auf der Overworld sein eigentlich. Die Overworld muss theoretisch dieselbe... Oh, wo kommen wir da hin? Wieso gingst du jetzt wieder auf? Krass. Die Overworld, das sind ja die Shika-Schreine. Da ist kein Platz für die Schreine auch noch. Die können eigentlich nur hier oben an der Himmelsinsel sein. Ne, den habe ich schon. Sieht eben ein bisschen creepy aus da oben. Ich gehe mal zum ersten und guck mal, ob ich da noch irgendwas finde. Ich sehe sonst gar keinen dieser Schreine in der Nähe mehr, aber angeblich laut Rauro müssen noch 2 Stück sein. Naja. Ja, da gehe ich einfach mal zu dem da oben hin. Und da gucken wir, was ich jetzt mit der Fähigkeit da unten noch machen kann, weil da kann ich jetzt offenbar, ja, sag jetzt mal blöd, darüber sliden. Wozu auch immer. Und da vorne, hier ist ein guter Ding. Ah, da vorne, da ist er. Also ich kann den grünen Rauch da aufsteigen. Okay, da ist der nächste. Das heißt, ich muss sowieso darüber, um zu dem zu gelangen. Wie kommen wir denn zu dem da oben hin? Oh Mann, ey. Das Tutorial, Freunde, das wird glaube ich noch eine Weile dauern. Was ist denn da unten noch los? Ah, das sind die Pilze. Was ist denn da ein Leuchtendes in der Wand? Krass. Ja gut, aber
glaube, jetzt Zeit, die Folge zu beenden. Wir sind ja bei 40 Minuten. So eine gute Länge, glaube ich, hier bei Tears of the Kingdom wird das noch öfters passieren. Oh, nee. Holzpfeil. Toll, wo ist der Bogen? Ein Pfeil bringt mir wenig, wenn ich kann... Der hat einen Bogen, der Arsch. Warte mal, ist das deine Pfeil, die ganze Zeit auf mich geschossen hast? Tatsächlich. Okay, hey! Danke für den Pfeile. Du bist echt schlecht im Schießen, Kumpel. Sag mal. Ich melde dich, ja? Bei der Gewerkschaft. Der Sunau-Gewerkschaft. Okay, aber kein Plan, warum die mich ihm noch angreifen. Eigentlich storytechnisch ein bisschen unlogisch, aber egal. So, Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück hier bei Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, wir schaffen nächsten Part die beiden Schreine hier. Dann können wir uns endlich mal von Zelda anhören, was hier eigentlich los ist. Da ich doch leicht verwirrt bin. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.